Noch steht eine Mauer vor dem Tor. In wenigen Wochen wird der Papst hier die Porta Santa öffnen und so das Heilige Jahr einleiten. Jetzt, Anfang Dezember, bergen Mitarbeiter der Dombauhütte erst einmal eine Kiste. 2016 hatten sie eingemauert, zum Abschluss des Jahres der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das vielleicht wichtigste Anliegen von Papst Franziskus. Bald wird er die heilige Pforte des Petersdoms wieder aufsperren. Die Türgriffe und die Schlüssel liegen bereit. Fast 12 Jahre ist Franziskus im Amt. Viele Hoffnungen hatte er geweckt. Sein Fremdeln mit dem vatikanischen Zeremoniell, seine Spontanität, die Unbefangenheit im Umgang mit Menschen. 2024 kann er noch immer viele begeistern. Aber auch die Zweifel sind gewachsen, ob er seiner Kirche noch entscheidende Impulse geben kann. Rom Anfang Oktober. Mit einer feierlichen Zeremonie geht die Weltsynode in ihre letzte Runde. Das größte Reformprojekt von Papst Franziskus. 3 Jahre hatten Katholiken weltweit debattiert, wie sie sich die Zukunft ihrer Kirche vorstellen. Zu Beginn der 4-wöchigen Abschlussberatungen beschwört der Papst nochmals den Glauben an das Gemeinsame. Hüten wir uns davor, aus unseren Beiträgen Positionen zu machen, die wir verteidigen, oder Agenten, die wir durchsetzen wollen. Bieten wir sie stattdessen als Gaben an, die wir teilen wollen. Lasst uns auch bereit sein, das eigene zu opfern, wenn dies dazu dienen kann, gemeinsam etwas Neues nach Gottes Plan ins Leben zu rufen. Am Anfang hatten viele nicht so recht gewusst, wie dieser synodale Prozess ablaufen und wohin er führen soll. Franziskus selber hat, glaube ich, mit dem Begriff Synodalität versucht, einen Begriff zu finden, der für sein Verständnis der Ausübung seines Amtes zentral ist. Er ist nicht der theologische Konzepte vorgibt und dahin will mit der ganzen Kirche. Er will, dass wir in unseren ganz unterschiedlichen Kontexten als Kirche miteinander lernen und auch in der Diversität zum Beispiel kein Hindernis sehen. Da ist Franziskus total unkompliziert. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal im Oktober 23 hingekommen bin, da war noch, wer ist jetzt da, gibt es eine heimliche Agenda, was machen wir da jetzt? Also Vorbehalte, bevor man sich einlässt. Und im zweiten Treffen dann in diesem Oktober sind wir praktisch wie zu einer Art Klassentreffen gekommen, weil man viele kennengelernt hat und sich gefreut hat und sich einfach auf den Prozess weiter eingelassen hat. Aber was meint man eigentlich mit Synodalität? Eigentlich in der Geschichte der Kirche gibt es 2 Modelle von Synodalität. Das erste Modell ist eine synodale Synodalität. Das heißt, die Synode oder ein Konzil beschließt selber, was sie behandeln will und setzt notfalls Päpste ab. So ist geschehen in Konstanz. Und es gibt monarchische Synodalität. Eine Synode wird vom Monarchen, also vom Papst, einberufen, geleitet und bestätigt. Das ist nichts anderes als ein Beratungsorgan ohne Entscheidungskompetenz. Bischöfe aus der ganzen Welt kommen in Rom zusammen. Zu vielen Fragen haben Afrikaner oder Asiaten andere Auffassungen als Europäer oder Amerikaner. Diesmal sind die Bischöfe zudem nicht unter sich. Auch Laien, unter ihnen rund 80 Frauen, reden mit. Bei den heiklen Fragen gab es ganz unterschiedliche Einschätzungen. Also die afrikanische Kirche beispielsweise, ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Mitbruder, der hat gesagt, ihr bringt uns da jetzt Themen, eigentlich seid ihr doch im Westen eine Kirche, die irgendwie im Niedergang ist und sich auflöst. Und meine Kirche ist jung, die ist 100 Jahre alt und ich bin froh, dass ich gerade die Segnungen der katholischen Moral irgendwie versuchen kann zu implementieren in meiner Kirche, weil wir haben nämlich zum Beispiel das Problem der Polygamie. Und wie gehen wir jetzt damit um in diesem Kontext? Aber eure Themen kann ich jetzt gar nicht brauchen. Ne? Bei Vertretern des globalen Südens existieren bisweilen gewisse Vorbehalte gegenüber den Reformplänen deutscher Katholiken und deren Debattenkultur.
Ich weiß, dass die Deutschen gerne und ausführlich argumentieren. Sie diskutieren und fällen dann eine Entscheidung, die dann am nächsten Tag umgesetzt werden muss. Ich habe von den Indigenen am Amazonas gelernt, langsamer zu gehen. Rund 360 Delegierte beraten jetzt über mehr Mitsprache von Laien und mehr Transparenz. Dass der Papst strittige Fragen wie die Rolle der Frau ausgeklammert hat, löst Unmut aus. Doch Demokratie in der Kirche hat ihre Grenzen. Wir sind nicht hier, um eine parlamentarische Sitzung oder einen Reformplan voranzubringen. Die Synode ist kein Parlament. Der Protagonist ist der Heilige Geist. Viele warten schon seit Stunden, als der Papst Verona besucht. In Italien bezeichnen sich rund 70% der Menschen als katholisch. Das hat eine Umfrage im Rahmen der Weltsynode ergeben. Aber Franziskus weiß auch, dass der Begriff Heiliger Geist für viele fremd klingt. Wenn ich heute in vielen Gemeinden frage, was ist der Heilige Geist, dann wissen sie nicht, was sie antworten sollen. Einmal waren bei einer Kindermesse um die 200 Kinder da. Und ich fragte, wer ist der Heilige Geist? Sie riefen alle, ich. Alle wollten antworten. Brüder und Schwestern, der Heilige Geist ist der Protagonist unseres Lebens. Er ist derjenige, der uns voranbringt, der uns hilft, voranzukommen, der uns das christliche Leben entwickeln lässt. Der Heilige Geist ist in uns. Die Papstkirche, eine Baustelle. Im Petersdom ist schon seit Januar der Baldachin über dem Papstaltar eingerüstet. Er muss gereinigt werden. Zum ersten Mal seit 250 Jahren. Wenn im Heiligen Jahr Millionen Besucher kommen, soll er aufpoliert im alten Glanz erstrahlen. Zum ersten Mal besucht Papst Franziskus Venedig. Er wird eine Messe auf dem Markusplatz halten und einen Abstecher auf die Kunstbiennale machen. Sein erster Weg aber führt ins Frauengefängnis auf der Insel Giudecca. Immer wieder in diesem Jahr fordert Franziskus bessere Bedingungen in den überbelegten und oft über 100 Jahre alten italienischen Haftanstalten. Vergessen wir nicht, dass wir alle Fehler wieder gut machen und Wunden heilen müssen. Ich auch. Aber niemand kann einem Menschen seine Würde nehmen. Niemand. Hier ist der Papst nicht Kirchenoberhaupt, hier ist er ganz Seelsorger. Er ist der Überzeugung, dass Menschen, die im Gefängnis sind, eine Botschaft der Hoffnung brauchen. Er möchte sagen, schau, du bist hier, aber ich könnte es genauso sein. Andere fühlen sich vom Papst diskriminiert. Bei der Parade der LGBTQ-Bewegung in Rom taucht immer wieder der Begriff Frociaggine auf, Schwuchteleien. Franziskus hat ihn bei einem Treffen mit Bischöfen gebraucht, als es um Homosexuelle in Priesterseminaren ging. Dabei hatte er doch kurz nach seiner Wahl gesagt, wer bin ich, Homosexuelle zu verurteilen? Ich denke, die Widersprüche, die wir von Papst Franziskus zum Thema LGBTQ-Menschen hören, hängen von seinem Publikum ab. Wir haben diese Worte über Schwuchteleien gehört. Das war bei Treffen mit Bischöfen hinter verschlossenen Türen. Es scheint klar, wenn er mit Brüdern im Bischofsamt spricht, nimmt er vielleicht eine klerikalere Haltung ein, als wenn er mit den säkularen Medien oder sogar mit LGBTQ-Menschen spricht. Das bestätigen US-amerikanische LGBTQ-Katholiken. Auf der Weltsynode wurde ihr Thema zwar ausgeklammert, am Rande der Synode empfängt Franziskus die Gruppe aber zu einer Privataudienz. Er war sehr seelsorgerlich. Die Atmosphäre war einladend. Ich hatte das Gefühl, er wollte alles hören, was ich zu sagen hatte.
Als in deutschen Kirchen 2021 gleichgeschlechtliche Paare gesegnet wurden, richtete sich das noch gegen ein ausdrückliches Verbot des Vatikans. Ende 2023 erlaubt Papst Franziskus dann überraschend den Segen. Bei konservativen Katholiken stößt das auf Ablehnung. Afrikanische Bischöfe etwa halten am Verbot fest. Der Papst, so scheint es, muss zurückrudern. Wenn ein Paar spontan kommt und um einen Segen bittet, dann wird nicht ihre Beziehung gesegnet, sondern die einzelnen Personen, die gemeinsam darum gebeten haben. Nicht die Verbindung, sondern die Personen. Katholische Sexualmoral ist nach wie vor eine Moral, die Sexualität mit Zeugung in Verbindung bringt. In dem Moment, wo sie eine andere Form von Sexualität, die diese Möglichkeit zumindest, Offenheit des sexuellen Aktes für die Zeugung und Erziehung von Kindern ausschließt oder biologisch unmöglich ist, in dem Moment müssten sie die gesamte katholische Sexualmoral umwerfen. Und genau diesen Schritt, den kann er nicht tun. Eine ganz wichtige Aussage ist, dass der Papst immer sagt, tutti, tutti, tutti. Alle sind in der Kirche willkommen. Heißt es schon, dass der Papst, wenn er alle einlädt, immerfort alles gut heißt, was alle irgendwie tun, wie sie leben und so? Nein, heißt es natürlich nicht. Deswegen ist der Papst in dieser Weise sehr viel offener und einladender, als wir das vielleicht von päpstlicher Warte aus gewohnt sind. Was dann gewissermaßen die Doktrin angeht, die Lehre angeht, da ist er, glaube ich, ganz stark in der Tradition und hat auch immer betont, dass er an dem eigentlich nichts ändern will. Und jetzt ist die Spannung zwischen Wahrheit der Tradition und Barmherzigkeit in der Zuwendung. In einem Punkt setzt sich die Synode durch gegenüber dem Papst. Die Weihe von Frauen zu Diakoninnen, der niedrigsten Weihestufe unterhalb von Priester und Bischof, wird nun doch verhandelt. Einige hundert Meter entfernt wollen Frauen nicht länger warten, ob der Vatikan sich in dieser Frage bewegt. Ein Hausboot auf dem Tiber ist Schauplatz der Zeremonie. Eine kirchenrechtlich nicht anerkannte Bischöfin aus den USA weiht 6 Frauen. Nach katholischem Recht eine Straftat, die für alle Beteiligten zur Exkommunikation führt. Franziskus hat die Priesterweihe für Frauen mehrmals definitiv ausgeschlossen. Ziel dieser Weihe heute in Rom ist es, ein Gespräch mit Papst Franziskus zu beginnen. Wir wollen ihm sagen, dass wir Teil der Kirche, seine Schwestern und Brüder sind und dass wir eine Kirche für alle wollen. Ob es irgendwann eine Diakoninnenweihe geben wird, diese Frage wird auf der Synode offen bleiben. Der Papst wollte, das war eigentlich von Anfang an klar, Partizipation ja, aber die Frage, die theologische Frage nach dem sakramentalen Amt, wollte er eigentlich draußen lassen. Das hat er auch oft genug gesagt. Er hat gesagt, wir machen keine Synode über Frauenpriestertum. Die Erwartungen, die aus unserem Land oder anderen, vor allem westlichen Ländern kamen, die haben eigentlich die Synode gewissermaßen etwas überfordert. Am Ende war das Einzige in der Frage des Frauendiakonats, dass das Thema weiter offen ist. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die wirklich auf Fortschritte bei einem Thema wie der Weihe von Diakoninnen gehofft hatten, am Ende dieses Prozesses wahrscheinlich etwas enttäuscht sind. Viele Frauen haben die Kirche verlassen, eben deswegen, weil es nicht vorwärts geht, weil es keine richtig sichtbaren Schritte gab. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man die Geduld verliert und sagt, okay, auch außerhalb der Kirche kann ich meine Spiritualität gut leben oder ich finde mich auch in anderen Kirchen gut. Das kann ich nachvollziehen. Im Petersdom wird weiter aufpoliert. Der Baldachin des Bildhauers Bernini entstand um 1630. Rund 100 Jahre zuvor hatte die Reformation Europa gespalten. Umso mehr bekräftigten die Päpste ihren Machtanspruch nun auch mit barocker Pracht. Seit den 1960er Jahren reisen Päpste ins Ausland. Bisweilen ist der Empfang nicht nur freundlich. In Belgien erwartet Franziskus ein traditionell katholisch geprägtes Land. Anlass des Besuchs ist der 600. Geburtstag der Katholischen Universität Leuven.
Doch auch hier holt den Papst die Frauenfrage ein. In einem öffentlich vorgetragenen Brief von Studierenden geht es um Franziskus Enzyklika Laudato Si. Wo finden wir den Platz der Frauen in der Enzyklika? Die katholische Theologie verstärkte diese Spaltung durch ihre Theologie der Frauen, indem sie ihre mütterliche Rolle hervorhob, indem sie ihnen den Zugang zu ordinierten Ämtern verwehrte. Welchen Platz haben Frauen in der Kirche? Mit seiner Antwort kann Franziskus die Anwesenden nicht überzeugen. Die katholische Universität wird sich von seinen Aussagen sogar offiziell distanzieren. Mir gefällt, was du gesagt hast. Aber wir müssen zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wer ist die Frau und wer ist die Kirche? Die Frau ist fruchtbare Aufnahme, Fürsorge, lebendige Hingabe. Donna è accoglienza feconda, cura, dedizione vitali. Deshalb ist die Frau wichtiger als der Mann. Aber es ist schlecht, wenn die Frau wie der Mann sein will. Nein, sie ist eine Frau. No, è donna. Da vertritt er ein Frauenbild, das wir sicher nicht teilen würden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass er jetzt zum Beispiel bei der Synode auch von Frauen gehört hat, dass sie ein ganz anderes Bild haben. Auch Ordensfrauen haben sich klar geäußert, dass das ein nicht mehr zeitgemäßes Frauenbild ist und dass wir da viel breiter denken müssen. In Rom muss es jetzt schnell gehen. Hunderte Baustellen sollen bis zum Beginn des Heiligen Jahres fertig werden. Im Rathaus auf dem Kapitol zeigen sich Papst und Bürgermeister zuversichtlich. Die ewige Stadt rechnet für 2025 mit rund 30 Millionen Pilgern. Franziskus bricht zuvor noch zu seiner bislang längsten Reise auf. 4 asiatische Staaten in 11 Tagen. Osttimor ist ein Land an der Peripherie. Die Kirche müsse an die Ränder gehen, fordert Franziskus immer wieder. Und die Menschen in Osttimor danken es ihm mit einem begeisterten Empfang. Noch enthusiastischer als in Indonesien, Papua-Neuguinea und Singapur. Der Andrang zur Papstmesse ist gewaltig. Es kamen 600.000 Menschen. Osttimor ist ein Land mit 1,3 Millionen Einwohnern. Wenn man also nachrechnet, kam die Hälfte der Bevölkerung an einem brutal heißen Tag zu dieser Messe. Sie warteten Stunden um Stunden. Ich war schon auf sehr vielen Papstreisen dabei, aber ich habe noch nie so viele Gottesdienstbesucher in Relation zur Einwohnerzahl gesehen. Das war wirklich historisch. Franziskus ruft die Gläubigen auf, ihre kulturelle Identität zu verteidigen. Erst seit 2002 ist das Land unabhängig. Man hat mir gesagt, dass es an manchen eurer Strände Krokodile gibt. Seid vorsichtig. Nehmt euch vor den Krokodilen in Acht, die eure Kultur verändern wollen, die eure Geschichte verändern wollen. Bleibt treu. Und geht nicht in die Nähe dieser Krokodile, denn sie beißen. Und sie beißen kräftig. Papst Franziskus hat schon oft vor dem gewarnt, was er als ideologischen Kolonialismus bezeichnet, bei dem die Vorstellungen des Westens die Kirche in ärmeren Teilen der Welt irgendwie korrumpieren, wo westliche Länder ihre Positionen zu Themen wie Gender oder Lebensführung zur Voraussetzung für Hilfen machen. Diese Warnung vor den Krokodilen in Osttimor war ein weiteres Beispiel, dasselbe über diese ideologische Kolonialisierung ärmerer Regionen der Welt zu sagen. Wo Franziskus jetzt die Menschen segnet, hatte schon Johannes Paul II. 1989 Gottesdienst gefeiert. Seitdem haben sich nicht nur in der Politik viele Gewichte verschoben, sondern auch in der Weltkirche. Deutlich zeigt sich das bei der Ernennung neuer Kardinäle. Rund 80% der Männer, die den nächsten Papst wählen werden, haben ihr Birett und ihren Kardinalsring von Franziskus erhalten. Viele kommen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Bedeutende Bistümer wie Mailand, Paris oder Berlin gehen leer aus. Beim anschließenden Empfang kann man sich einen Eindruck von den 21 Neuen verschaffen, die Franziskus bei seinem mittlerweile 10. Konsistorium ernannt hat.
Ich denke, der Heilige Vater wollte, dass ihm einige Kardinäle aus Lateinamerika dabei helfen, neue Modelle von Kirche zu entwickeln, die sich für eine weltweite Solidarität engagieren. Aus vielen asiatischen Ländern kommen jetzt die Berufungen für die Weltkirche. Wir sind von einer empfangenden zu einer gebenden Kirche geworden. Kardinäle aus allen Teilen der Welt zu haben, ist ein echter Ausdruck der Universalität der Kirche. Es gibt Christen in Asien, Europa, Amerika, Ozeanien. Es ist schön, dass alle im Kardinalskollegium vertreten sind. Ende Oktober, früher als geplant, ist die Restaurierung des Baldachins vollendet. 700.000 € hat sie gekostet, finanziert von US-amerikanischen Spendern. Der Papst hätte das Geld vielleicht lieber für Obdachlose ausgegeben. Auf repräsentative Symbole päpstlicher Autorität legt Franziskus bekanntlich keinen Wert. Zur selben Zeit, kurz vor Abschluss der Weltsynode, veröffentlicht er seine neue Enzyklika. Ihr Thema wirkt auf manche Leser zunächst befremdlich. Auf die zumindest in Europa kaum noch verbreitete Herz-Jesu-Verehrung bezieht sich die Lexit Nos. Wir können die Wirklichkeit besser erkennen, wenn wir sie mit dem Herzen erfassen, schreibt Franziskus. Ich glaube, es ist ein Vermächtnis, so will er verstanden werden. Er will, dass aus dieser tiefen Christusfrömmigkeit, Spiritualität, Herzensfrömmigkeit auch sein ganzes Pontifikat gelesen wird. Und auch macht er nochmal deutlich, dass auch das Thema Synode wirklich ein geistliches Anliegen ist und ein geistlicher Weg ist und nicht zuerst ein politischer. Und wir neigen halt dazu sofort so, was machen wir jetzt, gell, politisch? Gell? Wie organisieren wir jetzt das alles? Da sind wir genug irgendwie mit dem Geist Gottes unterwegs. Das ist sein Vermächtnis, glaube ich. Also diese Enzyklika, wann hat er sie erlassen? Mitten während der Beratungen der Synode in Rom. Und anstatt abzuwarten, was die machen, schießt er mitten rein mit einer eigenen Enzyklika. Das ist für mich eine Missachtung des synodalen Prozesses, aller verbalen Hochschätzung zum Trotz. Und das Zweite ist das Inhaltliche. Das ist ein Bild einer Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts, Herz Jesu. Wer kann damit was anfangen? Menschen verbinden Kitschfiguren, Gipsstatuen mit so einem blutenden Herzen. Das Herz ist was mit Gefühl, was Schönes, aber nicht das, was wir heute in dieser Situation, wo wir mit Fake News und Verschwörungserzählungen zu tun haben. Da brauchen wir klare Argumente, harte Fakten. Wir brauchen auch in der Kirche Vernunft. Nach 4 Wochen haben sich die Synodenteilnehmer auf ein rund 60-seitiges Abschlussdokument geeinigt. Darin viele Reformvorschläge zu mehr Mitsprache für Laien, weniger Zentralismus und auch zum Thema Frauendiakonat. Ungewiss ist bei einer Synode stets, wie viele dieser Vorschläge der Papst dann in seinem nachsynodalen Schreiben übernimmt. Doch diesmal gibt es eine Überraschung. Ich beabsichtige nicht, ein apostolisches Schreiben zu veröffentlichen. Es reicht das, was wir approbiert haben. Das Dokument enthält bereits sehr konkrete Hinweise, die eine Orientierungshilfe für die Mission in den verschiedenen Kontinenten und in den unterschiedlichen Kontexten sein können. Deshalb stelle ich es allen sofort zur Verfügung und habe gesagt, dass es so veröffentlicht werden soll. Im ersten Moment herrschen Freude und Verwunderung. Was der ungewöhnliche Abschluss dieser Reformsynode für die Praxis bedeutet, darüber sind sich viele Teilnehmer und Beobachter noch nicht sicher. Die Überraschung liegt auch darin, weil es ein Text ist, in dem im Grunde viele Vorschläge gemacht werden. So, das könnte man und das sollte man und das müsste man machen. Und der Papst soll das jetzt aufnehmen und gewissermaßen dann aus den Vorschlägen was anordnen. So, oder etwas, was dann stärkere Normativität hat, produzieren. Und das hat er nicht gemacht. Gell. Jetzt ist das ein Text, der doch eine gewisse Weite hat, dem alle zustimmen konnten mit größter Mehrheit. Und die große Frage für uns alle ist, was machen wir da jetzt? Was ist konkret, ganz konkret beschlossen worden? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Punkt. Das ist die
Feststellung, dass die Frage der möglichen Weihe von Frauen zu Diakonen offen ist. Also wir dürfen über diese Frage weiter nachdenken. Das ist der einzige Punkt, wo etwas Inhaltliches passiert ist. Ansonsten ist es doch eher, ja, wie soll man das sagen, eine gruppentherapeutische Erfolgsgeschichte. An Heiligabend ist es soweit. Wo vor kurzem noch eine Mauer stand, ist jetzt der Blick frei auf die Porta Santa. Auf das Klopfen des Papstes öffnen sich die schweren Bronzeflügel. Als erster passiert Franziskus im Rollstuhl die heilige Pforte. Hunderttausende werden ihm in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Die Schritte unseres Weges sind die Schritte der ganzen Kirche, sagt Franziskus an diesem Abend. Wohin dieser Weg führen soll, das hat der Papst auch im vergangenen Jahr nicht völlig eindeutig beantwortet. Ich glaube schon, dass er weiß, wo er hin will. Und ich glaube auch, dass es ihm darum geht, Prozesse zu initiieren. Und er will auf diesen Prozessen aber auch mehr Einigkeit gewissermaßen erzeugen, als Spaltung erzeugen. Weil bestimmte Fragen, die wir jetzt auch besprochen haben, die haben das Potenzial, die Kirche auseinanderzureißen. Das will er nicht. Ich würde sagen, er ist kein Reformer. Und er nimmt eigentlich Zeitpunkte für Entscheidungen, wenn sie denn da sind, nicht richtig wahr. Und deshalb zögert er mir zu viel. Papst Franziskus sieht die Kirche als Ganzes. Er sieht nicht die Kirche von Rom oder die europäische oder lateinamerikanische Kirche. Er sieht sie als Ganzes und will sie dazu bringen, gemeinsam vorwärts zu gehen. Franziskus bleibt immer Seelsorger. Das ist auch auffällig bei ihm. Er zeigt eine große Nähe zu den Menschen. Er ist neugierig. Das ist eine ganz große Stärke von ihm. Und daraus entwickelt er Theologie aus dem Arbeiten und aus seinen Begegnungen auch. Das zeigt Franziskus am zweiten Weihnachtstag. Wieder besucht er ein Gefängnis, diesmal am Stadtrand von Rom, und eröffnet auch hier eine heilige Pforte. Zum ersten Mal in der Geschichte eröffnet ein Papst ein heiliges Jahr in einer Haftanstalt. Er macht den Gefangenen Mut und auch sich selbst. Die Hoffnung enttäuscht nicht, niemals. In schlechten Momenten denkt man, dass alles vorbei ist, dass nichts mehr gelöst werden kann. Aber die Hoffnung enttäuscht nie. Verliert nicht die Hoffnung. Das ist die Botschaft, die ich euch mitgeben möchte. Euch allen, uns allen, mir zuallererst. Nicht die Hoffnung verlieren. Die Hoffnung enttäuscht nie.